Ich liebe Gewitter. Deswegen mag ich den Song auch so vom Christoph Jank noch nicht heim. Mit dem Gewitter-Intro. Das hat auch irgendwie gut in diese Atmosphäre gepasst, von diesem Gewitter und diesen Donnergrollen, was da die ganze Zeit so drunter ist. Und es war mal so ein bisschen auch musikalisch so ein anderer Ansatz. Ich selber habe ja einen bestimmten Ansatz musikalisch, sage ich mal. Und alles das, wo man diese musikalischen Ansätze zusammenführen kann, dadurch kann wieder aus der Band dann wieder was Neues entstehen. Sehr wichtig. Das heißt, auf Basis dieses Loops und auch wirklich von einem Basston, so ein Bordun-Bass, wie man ihn eher aus der indischen Musik vielleicht kennt, das wirklich mal so mantramäßig in die Länge zu ziehen, dass man quasi so ein andauerndes Crescendo immer hat. Also, dass es immer lauter, immer intensiver wird. Die Beatles-Fans kennen vielleicht den Song Tomorrow Never Knows, der also auch mit diesem Drum-Loop und auf die ganze Zeit auf einem Akkord aufbaut. Oder von Phil Collins gibt es den Song Take Me Home, der funktioniert also genauso. Ist ja genau wie bei Dance, 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 ist das eine Sache, wo jemand anders mit dem Song ankommt. Und diesmal war es der Christoph, der mit dem Song rüberkam und wo man dann auch direkt gesagt haben, boah, der ist gut, der Song, den müssen wir machen. Und wenn was Gutes ist, wäre es ja sträflich, das irgendwo in die Schublade zu packen. Deswegen haben wir da auch am Ende wirklich stimmlich mehr oder weniger aufs Vollgaspedal getreten, dass das immer mehr und immer lauter wurde und sich wirklich zu so einem Höhepunkt irgendwie steigert. Und ja, der Song hat für mich wirklich so ein bisschen was Meditatives. Also da kann ich mich wirklich so reinfallen lassen und so drin versinken in der Musik. Auch da fehlen mir die Worte, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, warum mir das gefällt. Das Lied packt mich emotional. Jank noch nicht heim, lass mich nicht allein. Blieb noch bei mir, so lang bis